In der Hauptversammlung vor 2 Jahren hat der Beauftragte der Bundesregierung für nationale Minderheiten, parlamentarischer Staatssekretär Dr. Bergner, von dem ich herzlich grüßen soll, in freudscher Fehlleistung die Formulierung gefunden, dass er schon mehrere Sitzungen mit dir, lieber Jan, überlebt habe. Anmerkung: Jan Nuck und ich arbeiten schon 11 Jahre zusammen und haben es beide überlebt. Aber im Ernst, wohl besser als ausgefeilte Elogen, die bisweilen wie Nachrufe oder Gefälligkeitszeugnisse klingen mögen, macht dieser Versprecher klar, was von einem Vorsitzenden einer Minderheitenorganisation erwartet wird, nämlich energischen Einsatz zugunsten seiner Volksgruppe. An der Tatsache, dass Herr Bergner und ich dies überlebt haben, ist abzulesen, dass Jan Nuck erkannt hat, was möglich ist und wo und wann Kompromisse erforderlich sind. Grundsätzlich ist es nicht die Aufgabe einer Nichtregierungsorganisation, stets mit den zuständigen Regierungen einer Meinung zu sein. Wenn dies so wäre, dann bräuchten wir das zivilgesellschaftliche Element nicht zur Formulierung und Durchsetzung der spezifischen Bedürfnisse einer Bevölkerungsgruppe, wie zum Beispiel einer nationalen Minderheit. Jan Nuck und ich sind zum Beispiel ganz und gar nicht der gleichen Auffassung in der Frage, ob es sinnvoll und möglich ist, unter den rechtlichen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland eine nationale Minderheit als Personalkörperschaft des öffentlichen Rechts zu organisieren. Gleichwohl oder gerade deshalb ist der Einsatz von Jan Nuck für die sorbischen Belange Maßstab und Vorbild für den oder die zu wählenden neuen Vorsitzenden. Ich wünsche der Versammlung, dass sie einen Nachfolger findet, der mit gleichem Nachdruck wie Jan Nuck dem sorbischen Volk dient. Als kleines Zeichen der Verbundenheit, lieber Jan, darf ich dir ein Blumengebinde überreichen, das du möglichst bald an deine Frau weitergibst.